Es regnet, es gewittert, es donnert in unserem Park. Und somit herzlich willkommen zur neuen Folge Planet Zoo. Folge Nummer... jetzt sollte man das vielleicht mal aufschreiben. Folge Nummer 12. Moment. So. Folge Nummer 12. Wunderbar. Ich habe nämlich vorhin noch einen riesen Zettel gemacht, der grün ist. Toll, Timo. Mit euren Namensvorschlägen und mit denen fangen wir auch an. Merci an dieser Stelle erstens mal, dass ihr jetzt wieder eingeschaltet habt und merci für alle eure Namensvorschläge und Verbesserungen. Ich habe noch nicht ganz alle Comics lesen. Ich habe nämlich vorher gesagt, kurz bevor ich die Aufnahme gestartet habe, nochmal reingeschaut, für Namensvorschläge rauszufiltern. Aber ich sehe, dass wir dort durch SCB-Boy, du hast mir noch einen riesen Text geschrieben, den lese ich aber dann erst nachher. Beziehungsweise schaue die Videos, die noch reingeteilt hast, an. Ich weiss, man kann noch viel mehr machen mit baumässig und so, aber das Problem ist eben, wenn ich mich dort verdörle, dann regen sich andere dann wieder auf. Ich nenne jetzt keine Namen, Mersu. Nein, aber dann werden wir auf jeden Fall auch noch etwas machen. Und für den Fall, dass ich dann wirklich mal krass verbauen, mache ich glaube so, dass ich den Baupart einfach irgendwie spule im Schnitt oder so. Muss ich dann anschauen. Ziel wäre es jetzt einfach mal wirklich so einen geilen Zoo aufzubauen mit allem, was wir haben. Finanziell läuft bei uns im Moment. Und dann starten wir vielleicht mal neu starten und machen einen, weil jetzt haben wir ja noch die Dings unbegrenzt hier und blablabla, alles auf einfach und alle Tiere schon freigeschaltet und alle Sachen. Und dann können wir dann wirklich mal einen machen, so karrieremässig. Das ist so ein bisschen die Idee. Genau. Stromkabel ist kaputt und Wasseraufbereitung hat versagt. Das ist nicht gut. Strom... Aha. Ich würde es meinen flicken, weil wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert die Wasseraufbereitung nicht, das ist klar. Gut, also wir gehen mal mit den Namen durch. Und zwar haben wir diverse Vorschläge bekommen für unsere Tiger. Läuft die Aufnahme? Ja. Auch dass die bei diesem Wetter gleich in die Zoo gehen. Hey, wie viele Elefanten wir haben! Oh, wir haben Elefantenbabys! Wir haben Elefantenbabys, nein! Screenshot! Thumbnail! Oh nein, jö! Warte, jetzt kann ich da nicht. Oh, yes, noch ein bisschen Licht. So. So gut. Hey, wir haben Elefantenbaby. Also schreibt mal einen Namen für unsere neuen Elefantenbabys. Da haben wir glaube ich mehrere, habe ich vorhin gesehen. Hey, wie viele Elefanten wir jetzt haben? 3 Babys. Da. Ah, der ist alt. Hey, shit, Mann, geil. Das passt noch alles, ja. Hey, wie viele Elefanten? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8 Elefanten haben wir schon. Krass. Nice. Wie sieht es bei den Giraffes aus? Da haben wir immer noch den Slim Shady, den Top Giraffe. Und für das Baby sollten wir noch einen Namen haben. So, jetzt gehen wir aber zuerst mal zu den Tigern. In unserem neuen schönen Glascake. Wir haben... Ja, moin. Boah, sieht das böse aus. Das mal so. Warte, ich will ohne Baum markieren, so. Wir haben einen Baby-Tiger. Oh, süß. Den haben wir gar nicht mitbekommen. Wann ist der auf die Welt gekommen? Vor 1,5 Jahren, jetzt vorhin 1,3 Jahre. Ups, haben wir nicht mal mitbekommen. Ja, nice. Haben wir da heute. Warte, komm, wir machen es anders. Wir da schnell ein bisschen laufen. Mist, warte jetzt. So.
Nein, jö, Mann. Das ist ja ein rechter Fetzen für sein Alter, hä? Ah, nein, jö. So geil. Ist er jetzt gewachsen? Nein. Hey, so gut, Mann. So gut. Jetzt flext er sie her. Gut, fertig beobachtet. Also, wir müssen nämlich den Tiger Namen geben. Und zwar haben wir folgende Vorschläge. Wir haben von Marcel der geschrieben, der eine Tiger soll Schnurli heissen. Der T97 hat geschrieben, ein Tiger soll Zwergmendi heissen. Dann haben wir vom SCB Boy ein Tiger Lili, also Zwiebeli, und das Männchen Trouble, weil er gegen ausbricht. Jetzt haben wir aber ein kleines Problem, weil das sind mehr Namen als wir Tiger haben. Also Zwiebeli, Lili und das Männchen Trouble. Und dann können wir ja das kleine Schnurli nennen und das nächste Baby dann Zwergmännchen. Zwergmendi. Also, was haben wir hier? Das ist Zwiebeli, ha? Ja. Zwiebeli nennen wir Lili. So, und jetzt das Männchen. Schon wieder am Ausbrechen, oder wie? Nein, er braucht das Klettergerüst, wie geil. Alter, du bist ein Viech, Mann. So. Alter, Mann. Das ist schon geil. Das ist schon nice. Also, er hier, der Siddharth, ihn nennen wir um auf Trouble. Trouble. Er ist der Trouble, unser Ausbrecher. Dann haben wir eben das Zwergmendi oder das Schnurli. Ich würde aber das Schnurli finde ich lustiger beim Baby. Und das nächste können wir den Zwergmendi nennen. Sorry, T97. Da kommt schon noch dran. Das können wir noch genug. Vor allem haben wir, glaube ich, wegen dir schon das Nilpferd Pesche genannt. Zwerg. Nein, eben nicht. Sorry. Schnurli. Schnurli. So, der Schnurli. Der Schnurli, der Königstiger. Nice. Also an dieser Stelle, merci Marcel, merci T97, merci SCB Boy. Genau, und der SCB Boy hat nämlich noch mehr Vorschläge reingeschrieben. Ihr dürft übrigens immer Vorschläge in die Kommentare schreiben, wenn ihr so Ideen habt. Und zwar hat er geschrieben, ein Flusspferd sollen wir Hund nennen. Warum, weiss ich nicht ganz, aber können wir machen. Alter, schau das mal an, wie das da aussieht. Da ist ja noch ein Baby. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Elefanten. Hey, es ist richtig geil, schau mal, eine richtige Family. Ja, Baby-Elefanten. Ich liebe Baby-Elefanten, ich schwöre. Ich wette, man könnte so einen Elefant züchten, der einfach so klein bleibt. Und dann als Haustier halten. Stell dir vor, du kommst mit dem reiten. So noch ein bisschen grösser als der jetzt ist, einfach so, dass du auf ihm kannst reiten. Aber hey, zieht nicht das mal rein. Moment. Ach, so gut. Die Tore wackeln, Mann. Ah, es ist einfach geil. Es gibt auch einen geilen Screenshot. Bleibst du da? Verdammt. Ah, so gut, Mann. Jetzt können sie alle dafür trinken und die Zuschauer haben Freude. Ja, und er kackt. Läuft. Gut, nein, also eigentlich haben wir jetzt den Flusspferd wollen.
Wie sieht es da aus? Ein Flusspferd soll mir Hund taufen. Das ist der Rashid. Ngotzi. Also bei den Flusspferd haben wir noch die Fetttonny, genau. Bei den Flusspferd haben wir noch Potenzial für mehr Namen. Also holt raus, wenn ihr in denen habt. Aber welchen nennen wir jetzt Hund? Der Ngotzi ist der Hund. Hund! Warum auch immer. Und er hat noch geschrieben, bei den Schlangen, dass die ein bisschen aussehen wie Bananensplits. Und dann sollen wir doch eine Schlange Bananensplit nennen. Finde ich eine geile Idee, können wir machen. Müssen wir die morgen nochmal wieder finden. Hier. Da haben wir der Elena oder Jose. Können wir Jose? Ja, können wir. Also der Jose ist jetzt der Banana. Wie hat er es geschrieben? Ich weiß genau so, wie du es hast geschrieben. Banana Split. So, der Banana Split. Eine gelbe Anaconda. Nice. Ah, geil. Und schau, die Leute gehen sogar jetzt hier drumherum reinschauen. Finde ich geil. Ehrlich kann ich den auch noch machen, dass man drumherum kann. Aber das hat irgendwie letztes Mal nicht so wollen mit dem Weg hier. Ich weiß nicht genau warum. Ah, warte jetzt mal. So könnten wir noch machen. Warte jetzt mal. So ging der. Jetzt wieder nicht mehr. So, weisst du, manchmal... Oh, Spiel. Die zwei wollen sich einfach nicht verknüpfen hier. Vielleicht machen wir das nochmal anders. Oh shit, jetzt sind wir ganz weg. Nein! Kann man irgendwie zurück? Nicht. Mist. Ja, also. Warte. Nein! Ah, Scheiße. Ja, fail. Okay. Aber warte, dann nehmen wir das nochmal fort hier. Das so. So. Jetzt machen wir nämlich hier nochmal in Fett. Kann ich hier wieder auf Raster ausrichten. Und dann hier und so. Und natürlich geht das jetzt wieder nicht. Okay. Aber... Da geht 10 Meter. Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Warum kann ich hier wieder... Hey, wir haben doch... Ah, Winkelausrichtung. Okay, warte. Moment, so. So. Der muss noch weg. So. So. Das geht natürlich wieder nicht. Das Wegensystem. Ehrlich, dem Spiel.
So, kann ich da bitte... Es ist so mühsam gemacht, ehrlich. Ich will hier gerade ausbauen. Spiel! Reg mich nicht auf. Kannst du mal aufhören? Ey, ehrlich. Nicht die automatische Anbindung irgendwie ausschalten. Bei Wegverbindungen T-Kreuz verwenden. Nein. Schon nicht das. Nein. Ich will einfach gerade ausbauen. Schnell, es geht echt nicht. Ist hier jetzt Keg wieder das Problem, oder was? Vermutlich, ja. Okay. Moment. Es tut mir wirklich wahnsinnig leid, aber das Spiel zerstört mein Leben. Ja, das habe ich jetzt gemacht. Das habe ich nicht gewollt. Dann kann ich das so machen. Nur schnell das dann noch ein bisschen schön machen. Ach komm schon, ehrlich. Ja! Ja! Danke! Merci Spiel. So, jetzt müssen wir hier überall die blöden Dinger wieder anschließen. Blockiert, warum? Was ist das Problem? Bau doch hier einfach einen Weg rundum. Und reg mich nicht auf. Hey, ehrlich. Warum geht's hier nicht? Weißt du was? Leck mir mal, die laden noch einmal. Müssen wir auch die Namen noch mal eingeben, aber ehrlich, so Zeug, da drehe ich durch. Ja, ja. Das ist wirklich blöd gemacht. Oder ich bin einfach zu blöd, das kann natürlich auch sein. So, also. Nochmal. Sag mir, da ist ein Elefant drin. Also. Königstiger Männli. Das war der Trouble. Dann haben wir Königstiger. Das ist kein Tiger, das ist eine Reibtafel. Das Weibli, das war Lilly, glaube ich. Jawohl. Und dann haben wir irgendwo noch ein Baby rumgeschirken. Irgendwo ist ein Baby. Wo ist jetzt das Baby her?
Hallo. Hä? Oh, stabiler Rückzugsort ist nicht so gut, hä? Ja, aber... Wo ist jetzt das Baby her? Ah, da oben. Genau. Und das Baby, haben wir gesagt, nennen wir... Schnurrli. So. Stabiler Rückzugsort ist zu klein. Die haben doch das dritte da drin Platz, Mann. Come on. Item. Gut, jetzt ist der Weg hier nämlich wieder gut und dann ist es halt hier einfach so. Also, dass wir höchstens noch probieren können, ist, dass wir da wenigstens einfach einen normalen Weg machen. Warum es jetzt da der andere Weg nimmt plötzlich näher. Warum kann ich den jetzt nicht einfach hier anbinden? Verstehst du? So Zeug ist halt einfach übel nervig. Ey, es ist so mühsam. Ah, so, immerhin. Immerhin. Und da sollte ich doch jetzt hier, ich sollte doch jetzt hier einen Weg dazu ziehen, wo hier auch, verstehst du, sich verbindet irgendwie. Ich schwöre, das lässt mir jetzt keine Ruhe. Okay, ich werde immer wie kleiner, weil ich mich aufrege ab den Wegen. So. Hier, komm. Ah, die laufen dort drüber. Ah, die laufen einfach... Okay, ja, das ist egal, dann lassen wir es einfach so. Egal. Die laufen da durch, das scheint zu gehen. Gut. Da müssen wir noch Stromquellen abversagt. Ja, da irgendwie haben wir da ein bisschen... Brauchen wir echt mehr Techniker. So, da ist der Fetzentoni. Da ein Götzi, den haben wir glaube ich vorher umgerannt. Das ist jetzt der Hund. Ah, die Sonne geht auf. Schönes Wetter. Geil. Und die Schlange müssen wir noch umbenennen. Ja, die nutzen das da. Schau, geil. Okay. Da. Der Kose. Das ist jetzt der Banana Split. Gut. Sind wir wieder so weit. Nach 23 Minuten wieder gleich weit. Techniker. Müssen wir auch mehr Techniker einstellen? Kann das sein? Weil irgendwie ist dauernd irgendetwas kaputt. Tierpfleger haben wir genug. Zoopfleger auch. Techniker haben wir nur einen. Schmidi, willst du echt mal hier heute schnell? Da, wie wär's? Guter Junge! Wo ist der andere Techniker? Willst du ein bisschen schneller? Ja. Ah, ich kann sagen. Guter Junge! Und jetzt kann ich den päckeln. Und dann hilft dir schnell die Leute durch hier. Ah wow, jetzt ist schon der zweite da. Du hast ein bisschen Stress. He? Hier, seid ihr das zweite. Die Dame da hat ein bisschen Stress alleine, Herr Jacqueline. Fetzentoni wird bald erwachsen! Nice, okay.
Ja, eine Frage. Kann ich Flusspferde und Elefanten zusammen im gleichen Gehege leben? Weil ich habe nämlich gesehen, du kannst schon... wenn wir es einfach mal probieren. Wenn wir einfach mal die Mauer fortreißen. Nein, das passt. Weil das wäre nämlich auch noch geil, oder? Barriere bearbeiten. Wenn ich die einfach jetzt fortnehme. Mal schauen, was passiert. No risk, no fun. Das ist jetzt ein grosses Gehege mit Elefanten und... Oh, 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 Achtung. Afrikanischer Elefant, eine Warnung. Beheben mehrere Gehegeeingänge, okay. Fento. Ja, das hat noch gar nicht geschnallt, dass die Nilpferde da drin leben. Das hat das noch gar nicht geschnallt. Ah, das hat es nicht verbunden. Also wartet mal. Hä? Also ich hoffe jetzt, dass es funktioniert. Das wäre doch geil, so ein riesen Gehege. Jetzt hat es als Eis erkannt. Okay. Beheben mehrere Gehegeeingänge. Ja, das können wir gut beheben. Aber die Frage ist, ob sich die vertragen. Jetzt erkennt es nur noch die Flusspferde. Oder die Elefanten. Gehege, Grenzproblem. Aktueller Partner, alle. Der Fento ist schon ein bisschen G, Mann. Gehege, Grenzproblem. Ja, aber was passiert jetzt, wenn wir das so lassen? Da ist noch ein kaputtes Solarmodul. Und sind ungültig. Warte. Gehege wurden zusammengelegt und sind ungültig geworden. Entferne überflüssige Gehegeeingänge. Errichte Wände, um die Gehege zu trennen. Ja, aber die können doch zusammenleben. Warte mal, jetzt haben wir mal einen Eingang fort in diesem Fall. Mal zum Probieren. Weil ich will einfach wissen, ob das geht. Welcher ist näher der Tierpflegehütte? Da, ha. Dann nehmen wir den mal heute fort. Gut, nein, aber müssen sie ja hier hinten rumlaufen. Das ist schon Scheissdreck. Ja, komm, schnell zum Probieren. Nein, aber das ist Scheiße. Wenn ich den fortnehme, müssen sie für einen Futter zu geben, hier hinten rumlatschen. Das ist halt auch ein Riesenmüll. Komm, wir lassen das. Das können wir ja für etwas anderes probieren wieder. Ich glaube, vergrößern an dieser Stelle mal. Ich kleines Nilpferdgehege. So.
Jetzt haben sie zu wenig Wasserfläche. Und zu wenig stabile Rückzugsort. Alter, wie viel das die brauchen. Weißt du, jetzt kommen wir einfach irgendwie eins raus von denen. Der Rashid ist unser Alpha-Tier. Aber ich würde jetzt eben sagen, der Fetzen-Toni da, wo ist er? Bahati. Wo ist der Fetzen-Toni? Hier. Der Rashid. Der wird jetzt sagen, erwachsen, der Fetzen-Toni. Oder ist sogar schon. Hä? Ist das der da ist der Fetzen-Toni. Okay, jetzt warten wir schnell, bis der erwachsen wird. Und dann wird das unser neues Alpha-Tier. Boom! Yeah! Fetzen-Toni übernimmt. Gut. Wow. Dann kommen wir den Rashid. Hier. Das ist schon 37. Dann tun wir den ins Tierhandelszentrum einlagern. Tschüss. Und das sollte... Und du bist tot, oder was machst du da? Das sollte es da wieder ein bisschen stimmen, oder nicht? Nicht. Alter, wie viele Tiere haben wir denn da drinnen? Der Hund, der Fetzen, 4 Stück. Und dann längen die 3 Hütten nicht. Willst du mich verarschen? Was ist denn mit dem Hund? Wie alt ist der? Das ist ja noch ein Baby, der zählt nicht mehr. Ah nein, 6,5. Mal 6,5. 6,3 Jahre. Ist wir halt. Nein, der Hund muss ich drin lassen, aber. Wenn wir die Bahati, der Fetzen-Toni, die Akili. Ja, aber die Bahati ist schlechter von den Skills her, kommt wir sind ja noch ins Tierhandelszentrum. Ich muss jetzt nicht noch mehr Zeug aufstellen da. Wirklich nicht. Ist immer noch nicht gut, du willst mich verarschen. Ja. Wow. Gut, und bei den Fantus. Das ist schon über 32 Minuten. Die brauchen weniger Erde. Habe ich da irgendwie etwas falsch? Ich sage nicht, wo Erde ist noch. Hier. Ah, okay. Was ist das? Ah, Schlafmöglichkeit. He? Stabiler Rückzugsort, ja, das ist okay, blablabla, blablabla. Gut, dann würde ich sagen, meine Damen und Herren, mit diesem wunderschönen Blick über unsere Fentu-Familie. Hund wird bald ich muss mal aufhören, dass die sich gegen paaren. Ich muss die mal alle kastrieren. Können wir ihm noch ein bisschen zuschauen da. Ah, ist das geil. Ah, schön. Und dann würde ich sagen, meine Damen und Herren, wir sehen uns morgen wieder. Schreibt mir doch unbedingt mal für ihn zum Beispiel hier einen Namen in die Kommentare. Ah, ist der herzig, Mann. Komm, Törö, mach, Törö. Bist du jetzt gerade ein... Was trinkst du? Aha! Okay. Oh, ist das süß. Nein, wir sehen uns morgen wieder. Merci vielmals fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch sehr gerne wirklich ein Like da. Es hilft mir enorm. Ich kann nicht aufhören, den Elefant anzuschauen. Der ist hure süß. Kackt er jetzt? Nicht? Okay. Lasst mir gerne ein Like da, abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Dürft ihr gerne meine Videos teilen. Mit eurer Großmutter, eurem Cousin und so weiter. Gleich kommt ein neues Projekt auf diesem Kanal. Aber da verrate ich noch nicht zu viel davon. Und sorry, der Elefant lenkt mich ab. Wir sehen uns morgen. Bis gleich, Timo G. Ciao, merci vielmals.